Guten Morgen alle, it's Mr. John Peters hier. Met gedanken zit Gottes Woord voor de nächste 15 minuten. We zijn in Matteaus kapitel 25, de Shuup en de Baeck. Nou, wat een goede morgen en dankzij voor Harken hier op 1250 KZ en over YouTube. Dat het wel ik wieder schicken über WhatsApp, zodat Gott zijn woord umsonst rückgeht. Umsonst hebben we dat gekregen, umsonst geven we dat terug, niet zo. We zijn in Matteaus 25, we waren het vandaag vorig merken, dat 25e kapitel. En we waren een thema verhandeld van de Shuup en de Baeck. En van verschillende gerechtsdelen, wat het geven wordt, wanneer Jezus je strijd komt. En het leeft je worden je wonderen over mijn leer, wegen ik ga zeer weinig, vielleicht 1% van predikers gehoord wat dit uitlijn is, dat ik was. Ik word het een beetje anders uitlijn, als wat je vielleicht gewend zijn. Maar ik word het met schriftgrund bestätigen. En dan wil je ze denken, ja, du wat we even grabbelen. Denk erom, ik weet niet alles, ik kan niet alle wijsheid. Mir fehlt het aan junt, en junt fehlt het aan mij. Dat waarom we zijn dat lijf Jezus Christi, we zijn een körper. En we kunnen van ons allen leren. Maar dit is wat ik wat zo weit geleerd heb en wat ik hier nu aan dit kapitel aankijken doe. Zo we hebben voorts mal een klein beetje een wiederholing doen. Maar Jezus heeft in Matteaus 24 geredet van de eindtijd, ook van het jaar 70, als Jeruzalem zerstört wordt. En dan in 25 bracht hij iedereen een leer te zijn, 1, 2, 3, ziet eruit, want je weet niet wanneer ik wat terugkom. Maar dat ik wat terugkom, dat is een garantie. Dat is zo, dat is waar. Maar wanneer weet niet meer dat mensen zijn, en du hebben eier van verhandeld, wanneer je de boodschap aankijken, dat de boodschap heet wat Jezus niet weet. Du direct dat erklären, waarom Jezus dat niet weet. Maar Jezus zegt, je zal bereid zijn, dan bracht hij het bijspel van de 10 jongvrouwen, 5 hadden oil, 5 hadden niet, en de 5 weer rijden en 5 weer niet. Hij bracht dat bijspel van de goden wat hij gegeven heeft, de torsen geld, de geld torsen, de talenten, en 2 hadden die uitgenutzt, hadden meer gemerkt, en einer hadden niks met gedaan, en een werd uitgesmeten, niet zo. Nu is hij bad een leer over dat gerecht, en dat vangt zich dit aan, in Matteaus 25, vers 31, wanneer de mensen zien komen wordt in zijn herrlichheid, in zijn heiligen engel met hem, da wordt hij zitten op den stoel van zijn herrlichheid, krijgt es een könig. Niet zo tijd voor je recht. En dan worden voor alle veldjes verzameld worden. En hij wordt einer van den anderen scheiden, krijgt es een Shuup, de Shuup van de Baeck scheiden dat. En hij wordt de Shuup te zijn rechte zijde en de Baeck te zijn linke zijde herstellen. Nou wordt hij könig zijn te zijn rechte, dat zijn de Shuup, kom hier. Je zijn gezegend van mijn voeder, de direct als junt, je hebt het geoft, wat regelmerkt is voor junt van onbegin de wereld. Ik ben hungrig, je hebt mij gespeist. Ik ben durstig, je hebt mij gedrinkt. Ik zie een gas gewas en je hebt mij een dak gegeven. Ik zie nervig gewas en je hebt mij bekleed. Ik zie krank gewas en je hebt mij bezocht. Ik zie een gevangenis gewas en je zijn te mij gekomen. Nou worden zij de gerechte taam zijn. Wanneer hebben die hungrig zijn, dan hebben die eten gegeven, oder durstig, en hebben die Butter gegeven, oder hebben die aus een gas gehad, en hebben die een dag gegeven, oder nervig, en hebben die Kleider gegeven. Wanneer hebben die krank zijn, en zijn die gekomen, dan wordt het niet te eind zijn, wat je, waarlijk gezegd hebben, wat je dem geringsten van mijn broeder gedaan hebben, dat heb je mij gedaan. En dan dat hij krijgt de geschichte overgaan, dat hij wat zijn lijntje zijn, maar ik word niet al lezen, maar hij zegt eind, dit wat je niet gedaan hebt. Dan bracht hij krijgt de les. Ik ben hungrig, je hebt me niet gegeven. Ik ben durstig, je hebt me niet Butter gegeven. Ik ben nervig, je hebt me niet Kleider gegeven. Ik ben krank, je hebt me niet bezocht. Ik ben in gevangenis, je zijn niet naar mij gekomen. Nou, vragen ze krijgt zo, wanneer heb je dit al je zijn en niet te die gedaan? Wat zegt hij? Wat je den geringsten van mij gedaan hebt, dat heb je mij ook niet gedaan. Nu goed weich en de eeuwige pijn en de gerechte over en het eeuwige leven nemen. Zo hier is nu een vrouw. Wat van gerecht is dit? En wer zijn deze Shuup
Und wer sind diese Baeck? Das ist, wo meiste Prediger das würden erklären. Die würden sagen, die Shuup, das sind Christen, und der Baeck, das sind nicht Christen. Und dann der hätte ich entscheiden. Alright. Das stimmt nicht ganz. Ich will Ihnen hier vielleicht ein klein bisschen mehr verfehlen mit das. Das ist nicht das Reich von das ewige Leben oder der ewige Verdammnis für die ganze Welt. Das ist was anderes. Und ich will mehr kurz erklären, was das ist. Alright. Und ich will das auffangen. Wenn Jesus zurückkommt, das wird 3 Mal gerecht geben. Hast du mal gedacht? Wir denken, wir haben so ein gerecht, dann sind alle durch, alle bereit. Nee, Jesus in der Schrift redet von 3 Mal, wird es gerecht geben. Und 2 von denen können in die über den Stich gehen. Wo will ich dort? Wegen der Schrift sagt das. Alright. So, nu werden wir sein, ich und du sind bekehrt. Wir sind Kinder Gottes. Wir haben Jesus das stetig gegeben von uns Leben, von uns fertig. Und wir sind. Alright. Was von gerecht worden in die durchkommen? Bloß ein. Und das wurde den 1. Korinther von redet, dass du was gerecht sind, um deine Worten bekeken, was du tun hast aus dem Christ, dann wirst du nur belohnt worden. Und Paulus sagt, das Wort, das ist ein 4. Er sagt nicht, dass du ein 4 sind. Viele Deutsche verstehen das so, du ein 4 sein. Nee, das ist nicht so. Er sagt, das Wort, das ist ein 4 sein. Und das wird unsere Doten und unsere Worten verbrennen. Und dort wird bleibt, das ist Gold. Und das ist unsere Belohnung. Dort wird verbrennt, das ist Hay und Staffel. Und das wird dann bloß nichts sein. Wenn wir dann zum Beispiel, ich do jemand halten, vielleicht bringe ich den eine Multit. Und dann, das ist ein arme Lied, und ich bringe ihn eine Multit. Und dann merke ich, sure, dass mein Phone das alles sieht. Ich do das abschnappen auf ein Video. Und ich put eine der an, das alles zu sein. Dann merke ich noch ein Bild von, wo ich ihn Eten gegeben habe. Dann tue ich das über Facebook nach. Alright, dort ist Hay und Staffel, das wird verbrannt. Wegen die Belohnung habe ich hier all. Das wird nicht im Himmel belohnt worden, wenn ich hier die Ehe kriege. Dort wo ich da unter wir sit, oder unter wir wird, oder unter ein großer Namen ja für mich, dort wird geschickt worden im Himmel. So das ist das Gerecht, was die Christen wollen durchmachen. Das ist bloß ein Gerecht von den 3, was ein Christ wird durchmachen. Das ist bloß zum die Belohnung kriegen. Welche Christen wollen eine gerade Belohnung haben als andere. Und wir wollen uns alle freuen, wegen welche Christen haben sehr für Gott geschafft, haben hier ihren Himmel die Ehe gekriegt, aber Gott wird et ihren dort. Du hast noch ein Gerecht, wo Offenbarung von redet. In das 2. letzte Kapitel, wo das sagt, dort die Stuhl, Jesus sagt auf den Stuhl, da wurden die Becher aufgemerkt, und dort ist zum Sein aus den Namen im Lebensbuch ist. Alright? Überhören wir das. Lesen wir Johannes 4, 24, und du sagst Jesus, dort Gerecht kostet über den Stich gehen. Dort Gerecht kostet vorbeigehen. Er sagt, wer den Sehen hat, hat das ewige Leben, und als ewig stirbt, und es ist kein Gerecht für ihn. Alright, es ist kein Verdammnis, kein Gerecht. Römer 8, 1 sagt, es ist kein Verdammnis, der wird im Jes leben. So, das ist kein Gerecht für die, ab Jahr und Tag. Dort werden all die sein, die nicht im Lebensbuch sind. Der wird gerecht werden. Die Christen können dort gerecht vorbeigehen. Alright, 1. Johannes 5, 12 und 13 sagt gleich so. Dat wer den Sehen hat ewig Leben. Und Johannes 4, 24 sagt, der ist das Gerecht auch vorbeigegangen. Du brauchst das Gerecht nicht durchgehen. Das ist ein Gerecht für Christen. Und dort erst um die Belohnung kriegen für die Worte, die wir tun haben, die Zeit, wo wir Christen werden. Nu sagen wir das Gerecht in Matteaus Kapitel 24, und das sind die Shuup und der Baeck. Und ich bin hier zum Sein, für uns als Christen ist das Gerecht nicht. Für wem ist das? Well, das ist für die, die in den letzten 7 Jahren gelebt haben, was die Welt wird sein. Wenn Daniel redet von, die waren 7 Jahre von Trouble sein. Offenbarung der in den Städten, 3,5 und 3,5, das sind weitere 7 Jahre. Und dort ist nur dem, was die Kirche erst nach Hause gehoben worden, der Heiligen Jesus wird hier genommen. Dann sind 7 Jahre von schweren Tiden für diese Erde und für die Menschen, die hängen geblieben sind. Die hängen geblieben sind, die haben nicht den Heiligen Jesus gehört, das sind nicht Christen gewesen. Die sind nicht abgehoben worden in die Entwicklung, wo 1. und 2. Thessalonicher von redet. Aber die sind hier geblieben. Und das sind die 7 Jahre, wo Gott besonders wird Israel bringen sich selbst. Kijk maar naar dit. Gott hat Kinder.
Seine erste Kinder, das wären die Kinder von Israel, die Juden. Seine zweite Kinder, das sind eigentlich die. Wir sind sozusagen heimgenommen, sage ich Römer 19. Wir sind in den Baum reingebracht, in den Baum, das ist Israel. Alright, Gott will die letzten 7 Jahre von diesem Erdball brücken zum Israel terugbringen sich selbst, dort die waren unbekannt als Herr und Heiland in seinen Sehen. Nu ist dit gerecht für die Menschen, die die 7 Jahre gelebt haben, und wo die mit Israel verhandelt haben. Das wird noch einmal sein. Dit gerecht, die Shuup und die Baeck. Das ist für die, die 7 Jahre gelebt haben, und die Frage wird sein, wo sei je gegen Israel gewesen? Wo sei je gegen die Juden gewesen? Das ist warum das sehr wichtig ist, dass uns stets für Israel ist und nicht gegen Israel. So hier sind die Shuup, das sind die Kinder Israel. Die Baeck, das sind die Weltmenschen, die Israel verteilt haben, frech gewesen sind, garstig gewesen sind, und haben die sehr schlecht behandelt. Die kriegen hier ein Gerecht. Alright, das ist nicht für die Christen. Die sind nicht gerecht vorbeigegangen, sagt Johannes 4, 24, in 1. Johannes 4, 12 und 13. Wir sind die geringsten, das sind die armen Juden, die verteilt sind worden, die verfolgt sind worden, und Jesus wird abpassen in die, und die werden gerecht kommen, für wo die Menschen gegen Israel verhandelt haben. So wenn wir kommen Israel durch oder die Juden verachten, das ist ein Jude, oder Juden sind sie jitzig und so wieder, wenn wir die abheben, wenn wir für die beten, wenn Gott bangt sich nicht. Das ganze Alte Testament ist, wo Gott ein Verlangen hat, dass Israel wird waren am kehren und bekehren. Und die letzten 7 Jahre, was diese Erde wird haben, da wird Israel, alles was Gott wird tun, ist, um Israel zurückbringen sich selbst. Israel ist von der nicht nur 10% bekehrt. Die meisten Juden, die sind leben nach dem Alten Testament. Weil wir für Israel beten, aber da wird eine Zeit kommen, wo Menschen wollen sehr garstig sein gegen Israel und die sehr verteilen, die sind neu, aber dann wird die Kirche nicht mehr sein, um das brechen oder das stoppen. Und die Heilige wird hier nicht sein, um das brechen. Und das Gerecht in Matteaus 25 ist für die Menschen, wo die gegen Israel verhandelt haben. Wenn du ein Jude ist, der hungrig wird, hat er den gegeben. Wenn du ein Jude ist, der durstig wird, hat er den Wutter gegeben. Aus der im Gefängnis wird, hat er den besorgt. Und so wieder. Das ist das Gerecht. Wenn ich weiß, es sind 3 Gerechten, wo die Christen wollen bloß ein Gerecht haben, und das ist, um die Worten belohnen. Der andere, das Gerecht, kann die Christen vorbei, mit 0 bekehren. Und das Gerecht von die, wo die Beker aufgemerkt wurden in der Offenbarung, das ist bloß für die, die nicht im Buch sind. Für die, die nicht im Buch sind. Wenn Jesus sagt, der Christ kann nicht vorbei. So, Dankeschön, ich habe darauf gehalten. Und dann haben wir vielleicht ein bisschen besseren Blick von der Shuup und der Baeck hier in Matteaus 25. Bis nächstes Mal.